Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Freunde, in der heutigen Folge sprechen wir natürlich über das kommende Heimspiel gegen Preußen Münster. Was wir erwarten können, was eventuell passieren könnte und wo ich unseren FC gerade so sehe. Und am Ende, für alle, die dranbleiben, gibt es noch eine persönliche Geschichte, eine sehr persönliche sogar, denn diesmal bin ich nicht im Stadion. Und das hat seinen Grund, aber gut, erstmal der Reihe nach. Ja, kurz nach der letzten Aufnahme hat sich dann herausgestellt, der aktuelle Vorstand vom FC wird in der aktuellen Konstellation so nicht mehr antreten. Der Mitgliederrat hat im Prinzip denen das Vertrauen abgesprochen. Es heißt dann, dass einige Vorstandsmitglieder wahrscheinlich einzeln antreten mit einem neuen Team und eventuell generell noch andere Leute in den Konkurrenzkampf treten. Ich selber wüsste jetzt natürlich euch jetzt spontan nicht irgendwelche Kandidaten zu nennen, für welche gegebenenfalls ins Rennen gehen könnten. Ich sage nur eins, von meiner Seite aus, der Vorstand hat wirklich sehr viel Kredit verspielt über die Jahre. Das Kass-Urteil, die Verpflichtung von Christian Keller, man hat halt gemerkt, im Prinzip haben die vom Sport keine Ahnung. Und ich wünsche mir jetzt einen Vorstand, der irgendwie beides kombiniert. Vielleicht halt einen Teil, der den ganzen planungsmäßigen Aspekt übernimmt, im Marketingbereich. Ihr wisst ja, ich war ja kein großer Fan von Markus Reeck. Und da bin ich auch froh drüber, weil, wie gesagt, manche Dinge, die er gedroppt hat, die fand ich wirklich nicht tragbar, aber er ist ja schon längst weg. Aber an und für sich, ich wünsche mir so ein bisschen eine Mischung aus sportlicher Kompetenz wie auch, ja, Geschäftsführerkompetenz. So beides in einem. Aber das Thema können wir bei einer anderen Gelegenheit mal anschneiden. Wollte es nur mal hier erwähnen, weil wir auch ein bisschen die FC-Woche rekonstruieren, weil ich mache ja nicht zu jedem Thema ein Video. Aber das hatte gerade in den Rahmen gepasst. Und ja, eine Verpflichtung können wir dann tatsächlich auch noch verkünden. Wir haben für die U21 jetzt offiziell erstmal U21, ich weiß nicht, ob sein Name entsprechend ausgesprochen wird, Luke oder auch Luke Dabrowski von Bochum verpflichtet. Sehr junger Mann, Innenverteidiger. Wir wissen ja alle, dass es in der Innenverteidigung des Öfteren mal hapert. Ich wüsste gern, ob das wirklich ein vielversprechender Transfer ist, weil, naja, wir wissen ja, in welche Amtsperiode das gerade fällt, in Christian Kellers Amtsperiode. Deswegen ist es immer so, ja, ich sag mal so, du weißt bei ihm nie. Du weißt bei ihm nie, ob er wirklich ein gutes Auge gehabt hat. Aber es ist kein Stürmer. Wäre es ein Stürmer, hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. Ihr wisst ja Bescheid, wie ich da seine Kompetenzen in dem Bereich sehe. Innerhalb der Woche hat sich dann auch noch gezeigt, dass Linton Meiner wieder im Training dabei ist. Es wird jetzt gemunkelt, gegebenenfalls ist er gegen Regensburg, also in circa 2 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Ja, das müsste wohl so sein, wieder einsatzfähig. Linton Meiner, sage ich auch ganz ehrlich, ist eigentlich sowas wie einer der Spieler der Saison. Sehr wichtig, das merkt man momentan. Er fehlt schon. Aber erwähnen sollte ich auch noch, dass sich schon wieder der Verein von Steffen Baumgart gemeldet hat. Den mutmaßlich besten und geilsten und in allen Belangen erhabensten Trainer, der hier jemals gearbeitet hat beim FC. Aus Sicht vieler FC-Fans, die, sagen wir mal, sich auf die „Das ist so ein geiler Typ“-Attitüde stürzen. Ja, geiler Typ. Er hat Interesse bekundet, beziehungsweise sein Verein hat Interesse bekundet an Meiner, wie auch an Ljubicic. Okay, Ljubicic, sage ich ganz ehrlich, bei seiner Verletzungshistorie und diesen ständigen Liebäugeln mit einem Wechsel kein großer Verlust. Weil wir können wieder transferieren, wenn wir es endlich richtig machen. Ja, meine Güte. Dann geh halt. 3 Jahre sind irgendwann mal auch genug. Aber Meiner wird mir schon, das wird mich schon extrem nerven. Aber ich hab's auch geahnt. Ich hab's geahnt. Kaum ist er bei einem anderen Verein tätig, dann wird er Ausschau halten nach unseren Spielern und wird uns immer mal wieder reingrätschen. Das habe ich erwartet, das überrascht mich nicht. Ich möchte nur diejenigen daran erinnern, die das irgendwie versuchen zu verdrängen.
Finde ich, ist ein Bitch-Move. Also, aber gut, erstmal schauen. Mutmaßlich wird er ja bleiben, wenn wir tatsächlich aufsteigen. Ja, hat er gesagt, ich will beim FC bleiben. Am liebsten in der ersten Bundesliga. Ich hasse diesen Satz wie die Pest. Ich hasse diesen Satz wie die Pest. Das heißt einfach, ich liebäugle mit einem Wechsel. Also, naja, aber gut. Für mich einer der Spieler der Saison und, liebe Freunde, ich wollte euch schon mal ankündigen, wir werden gegen Ende der Saison sowas wie einen Spieler der Saison wählen. Ich erkläre euch dann so ungefähr in der letzten oder vorletzten Folge, weil es wird noch mal so eine Art Saisonrückblick meinerseits geben. Da werden wir in einem System, das ich gerade mir so am Ausdenken bin, gemeinsam quasi erfassen, wer der Spieler der Saison ist. Aber da seid ihr mit eingebunden. Ganz, ganz klar. Auch hier weitere Spieler, die gegebenenfalls schon zum kommenden Spiel wieder einsatzfähig sind. Timo Hübers, wie auch Dominik Heinz. Ich habe die Pressekonferenz zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen, weil sie mir mittlerweile auch nicht besonders viel die Augen öffnet. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, wenn's da irgendwas gibt, was mich extrem genervt hätte für den Entertainment-Faktor. Aber ich habe gerade keinen Bock. Es ist Karfreitag, früh am Morgen. Ich habe halt Bock gehabt, jetzt aufzunehmen und naja, wer weiß, je nachdem, wie das Spiel verläuft, werde ich vielleicht mal ein bisschen was davon in der Reaction erwähnen. Ah ja, kurz noch mal was anderes. Plötzlich, wann war das? Ungefähr Mittwoch? Ploppt bei mir von Transfermarkt eine Meldung auf. Gerücht, Transfergerücht. Angeblich setzen wir uns damit auseinander, gegebenenfalls im Sommer Paul Pogba zu verpflichten. Weltmeister mit Frankreich geworden, lange Zeit lang bei Juventus Turin tätig als Stammspieler. Ich finde, das ist absoluter bodenloser Schwachsinn. Es würde mich nicht wundern, wenn das mittlerweile dementiert wurde. Also, wer das wirklich glaubt, keine Ahnung. Er kann auch, ja, kann man jetzt in diesem Kontext auch gerne benennen, an den Osterhasen glauben. Also, sorry, das ist für mich absoluter Blödsinn, da irgendwie in Euphorie zu verfallen. Ich halte das komplett für unrealistisch. Warum? Klar, er ist momentan gesperrt. Er hat seit einer sehr, sehr langen Zeit lang nicht mehr gespielt. Und sicherlich ist er froh, wenn sich immer noch die einen oder anderen Vereine für ihn interessieren. Ich glaube auch mit seinen 32 Jahren, aufgrund seiner Erfahrung, wäre er vielleicht auf der einen Seite zu alt, aber aufgrund seiner Erfahrung könnte er vielleicht sogar ein bisschen überqualifiziert sein. Überqualifiziert für unser Spiel. Aber halten wir fest, sollte sich das doch bewahrheiten, sollte er wirklich kommen, mir egal, wie er spielt. Ich, Vollidiot, bin der Erste, der sein Trikot kauft. Ich meine, man hasst mal die Gelegenheit, einen Paul Pogba hinten auf deinem Trikot draufstehen zu haben. Aber es ist absoluter Schwachsinn, bodenloser Schwachsinn. Das wird garantiert so nicht eintreten, wenn es nicht schon längst gelöscht wurde. Ja, nochmal kurz zu unserem kommenden Gegner. Preußen Münster, aktuell Platz 16, gehört zu den offensiv schwächeren Teams, 29 Tore. Allerdings, die sind auch immer mal wieder zwischendurch für ein Unentschieden gut. Also, das ist dann das, wo ich mir schon wieder in Bezug auf das letzte Spiel Sorgen mache. Dass da nicht schon wieder Gefahr droht, dass wir die unterschätzen, dass wir zu zaghaft spielen. Tun die ja in der Offensive ja auch, aber ja, keine Ahnung. Nicht, dass da irgendwie zwei ausgeglichene Teams aufeinandertreffen. Aber zu eurer Beruhigung, selbst wenn wir dann schon wieder verlieren, ja, dann ist es halt so, dass wir nach wie vor auf dem Aufstiegsplatz bleiben, wenn ich mich nicht irre. Aber trotzdem, ich habe keinen Bock auf so eine große Enttäuschung in den letzten 2, 3 Spielen, weil dafür ist der FC immer gut. Das wisst ihr ganz genau. Ich mache mir da wirklich Gedanken, dass unser bester Stürmer sind die gegnerischen Mannschaften, die dann für uns spielen auf anderen Plätzen. Das ist das Traurige daran. Aber gut, wollen wir uns mit den Gedanken, wie wichtig ein Aufstieg trotzdem wäre, jetzt mal nicht mehr auseinandersetzen. Wir wollen jetzt nicht immer mal wieder diese Kiste aufmachen. Naja, aber okay. Leute, kommen wir doch direkt mal zum Spieltagstipp von mir. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir vollkommen unsicher, weil der FC ist immer für so negative Überraschungen gut. Und deswegen, in Anlehnung an den Münzwurf vom Rotterdam, werfen wir wieder die Münze. Wir spielen mal wieder Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock. Der Spieltagstipp für den 1. FC Köln.
Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geist. Manchmal ist die Münze 1:0. gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Von daher, das hier ist die positive Seite, gutes Ergebnis. Negative Seite, schlechtes Ergebnis. Dann lasst uns doch mal loslegen. So. Glück gehabt. Ein Sieg. Wir spielen 1:0. Läppsches Ergebnis gehe ich mal davon aus. Also, keine Ahnung, ob wir vielleicht in der letzten Minute ungefähr treffen, aber ich glaube, es wird kein besonders tolles Spiel. Also so ungefähr so ein knappes 1:0. Ja. Aber das war's noch nicht, liebe Leute. Wir haben Ostern. Wir gönnen uns jetzt gleich einen kleinen Real Talk. Wer bis hierhin dran geblieben ist, kann sich den gerne ansehen. Ansonsten, wenn es euch nur um das Spiel an sich gegangen ist, schön, dass ihr dabei wart. Also, fangen wir direkt mal an. Spulen wir den Film ein Jahr zurück. Vor einem Jahr hat der FC an Ostern in Augsburg gespielt. Augsburg wurde zu sowas wie einer kleinen, ich sag mal, Tradition meinerseits. Es war das 3. Jahr hintereinander, dass ich in Augsburg auswärts war in dieser Zeit. Und naja, ich sag mal so, ich habe mich breitschlagen lassen. Ich war nicht besonders begeistert davon, an Ostern ausgerechnet auswärts zu fahren. Kumpel von mir, mit dem ich da hingefahren bin, der hat halt wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet. Der ist auch wirklich ein sehr überzeugender Typ, muss man an der Stelle mal sagen. Und er war halt, komm, lass fahren und so weiter und so fort. Und ich habe mich breitschlagen lassen. Allerdings, ich fand es im Nachhinein unglaublich egoistisch, dass ich das getan habe. Ich bin wirklich gesegnet mit einer Mutter, die wirklich viel Verständnis hat. Und nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mutmaßlich noch zu Hause wohnen würde oder dergleichen. Es hat einfach damit zu tun, meine Mutter ist seit bald 2 Jahren Witwe. Also ich wollte jetzt nicht schon wieder einen Real Talk über meinen Vater raushauen, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht mal ein Jahr her, dass er gestorben war. Und ich weiß, das hätte ihr sehr viel bedeutet, auch schon den ersten Ostertag mit mir zu verbringen. Und nicht nur Ostermontag. Vor allen Dingen Ostermontag ist so ein Tag, da du weißt, du musst am nächsten Tag wieder arbeiten. Du bist nicht mehr so ganz dabei. Es ist halt ein bisschen was anders mit Ostersonntag. Aber sei mal dahingestellt, dass ich diesen Ostersonntag für so ein Auswärtsspiel geopfert habe. Das sei mal dahingestellt, weil hätte ich jetzt zum Beispiel eine Partnerin oder so, ich würde dann sowieso entweder mit ihr Ostern verbringen, mit ihrer Familie oder mit meiner Familie, aber halten wir fest, ich möchte das in Zukunft nur noch familiär gestalten, weil es hat sich letztes Jahr nicht gelohnt. Es hat nichts mit dem 1:1 zu tun. Es hat null mit diesem 1:1 zu tun. Das war eigentlich ein ganz okayes Ergebnis. Hoffnung war noch einigermaßen vorhanden für den Klassenerhalt. Aber an und für sich hat die Fahrt sich nicht gelohnt. Es war nämlich so, ihr wisst ja, wie das ja ist mittlerweile. Mehrere Monate im Voraus gehen die Karten in den Vorverkauf und du weißt gar nicht, ob du wirklich Zeit hast für das Auswärtsspiel. Ja, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das halt so, es war nicht klar, ob wir Ostersamstag oder Ostersonntag spielen. Ich hatte mich darauf verlassen, dass es Ostersamstag ist, weil die letzten Jahre zuvor hatten wir ständig samstags gespielt. Also habe ich die Karte mir dann gesaved. Boah, dann kam der Spielplan. Ostersonntag. Und mein Dienstplan. Denn ich war ja damals in so einem Job drin. Wie gesagt, ich will das nicht leaken, weil ich vor allen Dingen mit denen in Guten auseinandergegangen bin und man weiß nie, ob ich wieder zurück muss. Kann ja sein, die Tür steht offen, aber das Blöde halt daran ist, da war halt so ein Job. Ich habe euch ja mal erklärt, ich musste immer 12-Stunden-Dienste unter der Woche leisten, um an 5 Wochenenden frei zu haben. Und da war immer alle 5 Wochen ungefähr ein Samstag dabei. Und das Problem war, ich hatte fast das komplette Ostern frei. Außer diesen einen Samstag. Da musste ich einen normalen 8-Stunden-Frühdienst ableisten bis ungefähr 3:30. Natürlich, mein Kumpel war ein bisschen angepisst deswegen, hatte gehofft, dass wir schon morgens nach Augsburg fahren. Das Problem war ja auch, ich habe so ein Händchen dafür, bei Firmen zu arbeiten, wo es heißt, keine Leute. Wir haben nicht genug Personal. Ja, und deswegen war auch nicht drin. Irgendwie, besonders an einem Samstag hast du nie frei bekommen. Das war nicht drin. Also erstmal meinen Dienst abgeleistet bis ungefähr 3:30 und direkt zu meinem Kumpel gefahren. Meinen Wagen habe ich dann bei ihm geparkt. Schön, dass er gefahren ist, das muss man ihm ja lassen. Und dann sind wir direkt los. Wir waren dann nochmal eben schnell bei Five Guys in Köln was essen und dann wurde die Fahrt fortgesetzt. Jedenfalls, ich in sein Auto rein, ungeduscht,
Hab nochmal eben schnell mich umziehen können, meine Arbeitsklamotten bei ihm gelassen und ja, ihr wisst schon, das ist ja schon im Voraus Stress pur. Für ein Fußballspiel, für das ich Ostern geopfert habe. Ich glaube, der Satz wird jetzt gleich öfter fallen. Ja, und dann ungefähr gegen 21:30 sind wir im Hotel in Augsburg angekommen. Die Lage war ganz gut, du hättest das Stadion auf jeden Fall zu Fuß erreichen können. Aber der Plan war, wir checken am nächsten Morgen aus, fahren mit dem Auto direkt zum Stadion, parken das Auto dort und fahren dann zurück nach Köln nach dem Spiel. Ja, uns wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten uns gerade im Zimmer eingerichtet. Generell, ich habe auch keinen Bock mehr mit einem Kumpel das Zimmer zu teilen, by the way. Hat jetzt nichts persönlich mit ihm zu tun. Also nicht wirklich, aber ganz ehrlich, ich bin aus dem Alter raus, wo ich klassenfahrtmäßig mir ein Zimmer mit einem Kumpel teile. Ich brauche ein bisschen meine Privatsphäre, es sei denn, ja, sagen wir mal, hätte ich eine Partnerin, wäre das was anderes. Ein Zimmer und Bett mit einer Frau teilen. Das ist jetzt kein Front gegen Leute, die da andere Vorlieben haben, aber ja, ist für mich dann deutlich cooler, sage ich mal an der Stelle. Aber gut, es war dann halt im Nachhinein so. Wir sind dann runter in das Hotel-Restaurant. Die hatten so ein Restaurant, auch eigentlich hatten die auch Frühstücksbuffet, aber die hatten auch so restaurantmäßig Abendsbetrieb. Aber da wir zuvor gegessen haben, haben wir uns jetzt zum Glück auch nichts zu essen bestellt, denn gleich kommt das Ding schlechthin. Wir saßen gerade dabei, haben uns ein Bier getrunken und in dem Moment kommt ein Mitarbeiter vom Hotel zu uns und fragt dann, ist das Ihr Wagen da in der Tiefgarage, halt Kennzeichen und so weiter genannt. Wir wollen jetzt hier nichts leaken. Mein Kumpel sagt ja. Ja, da auf dem Parkplatz ist alles voller Öl. Ich so, nein, nein, ey, das fehlt jetzt auch noch. Ich habe keinen Bock auf ein scheiß Abenteuer. Ja, jedenfalls, er meinte dann zu mir so, ich bin gleich wieder da. Also mein Kumpel meinte das. Aus dem Gleich wurde fast eine Stunde, die ich da allein saß mit dem Bier. Nun ja, plötzlich schreibt er mir, gibt mir seinen Standort. Das war ungefähr 2, 3 Straßen weiter. Ich bezahle mein Bier, mache mich zu Fuß dort auf den Weg hin und steht er da mit irgend so einem Kerl, der da in der Gegend wohnte und wie sich herausgestellt hatte, später auch Angestellter des Hotels war, mit so einem Flickband. Die Ölwanne war kaputt. Die Ölwanne war komplett zerfetzt. Ja, ADAC angerufen, hat sich herausgestellt, eine Abholung wäre allein schon aus finanziellen Gründen nicht möglich. Erstens aus finanziellen Gründen. Zweitens, Feiertag, Wochenende und dergleichen war einfach nicht umsetzbar. Der Wagen musste in Augsburg bleiben. Geil, ne? Ja, in der Nacht- und Nebelaktion noch Karten geklärt, also Zugtickets. Nochmal Stress. Halten wir fest, und dafür habe ich Ostern geopfert. Ne? Und dafür habe ich Ostern geopfert. Ja, wir haben die Zugtickets dann jeweils mit 100 € bezahlt. Ja, so kurz vor knapp. Dann auch noch die Frage, hat die Buchung geklappt oder nicht? Die Gefahr drohte auch noch, dort irgendwie zu verweilen. Ja, wir haben uns dann damit abgefunden. Dann kam der nächste Tag. Fing ja alles ganz gut an. Sind dann zu Fuß zum Stadion. 40 Minuten ungefähr Fußweg. 30, 40 Minuten ungefähr. Vielleicht auch nur 30 Minuten. Augsburg ist ja auch super locker. Du kannst da in FC-Klamotten rumlaufen. Keiner labert dich blöd an. Die Augsburger sind sehr nette Menschen. Ich habe die wirklich gut in Erinnerung und deswegen alles cool. In Augsburg bin ich gern. Wirklich, ich bin schon relativ gern in Augsburg. Wir sind da angekommen beim Stadion, haben dann FC Fabio gesehen. Mein Bro, der war mit seinen Kumpels da. Ich habe ihn am Abend zuvor auch angerufen gehabt. Bei ihm im Auto war leider kein Platz für uns beide. Alles gut, kein Problem. Hab mich trotzdem gefreut, mit ihm abzuhängen. Aber naja, dann im Nachhinein Spiel 1:1, zurück zum Hotel, zu Fuß. Und da ich ja ziemliche Quadratlatschen habe, haben mir die Füße wehgetan. Denn ich hatte nicht das passende Schuhwerk an. Ich hatte mächtige Blasen an den Füßen. Wow, schon eine ziemlich lange Story bis hierhin. Ja, wie schon gesagt, deswegen habe ich ja euch extra ein Kapitel gemacht. Wir kommen dann halt an, bestellen uns ein Taxi. Cool, dass die vom Hotel gesagt haben, ja, ihr habt zwar ausgecheckt, aber ihr dürft die Sachen hier behalten bis nach dem Spiel. Und wenn das Taxi dann da ist, dann ist alles geklärt. Und auch cool, dass die uns nicht irgendwas in Rechnung gestellt haben, was die Säuberung des Parkplatzes angeht. Ja, dann kurz vor knapp sind wir noch mit dem Taxi bei unserer Bahn angekommen. Ja, und dann ging es auch noch los. Die Bahn war natürlich voll mit FC-Fans, einige, die auch einige Regeln gebrochen haben, wie zum Beispiel in der Bahn rauchen und dergleichen.
Selbst ich als Raucher habe mich das nicht getraut, hatte aber eine E-Zigarette dabei, aber ich dachte die ganze Zeit, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich so heimlich in meine Jacke reinpusten? Weil du kommst dahin, du bist kaputt, du hast die Schmacht deines Lebens, du bist abgefuckt von dem ganzen Wochenende. Nun ja, die Bahn wollte auch zuerst nicht losfahren. Es hieß da angeblich, ja, alle FC-Fans bitte aussteigen, mit der nächsten Bahn weiterfahren. Aber wir alle, die schon saßen, wir haben es nicht gemacht. Aber wir sind dann trotzdem weitergefahren. Schließlich haben wir die Scheiße auch bezahlt. Sind dann zurück nach Köln. Auf dem Weg dann auch noch so einen dämlichen Lokführer gehabt, der die ganze Zeit irgendwelche Scherze im möchtigen Kölsch gedroppt hat, um die Leute irgendwie zur Kontenance aufzurufen. Hat total genervt. Fakt ist, ich habe mich im Nachhinein gefragt, wofür habe ich Ostern geopfert? Nun ja, wisst ihr, es war nie meine Ambition, irgendwie großartig als der ultimative FC-Fan zu gelten. Ich habe für mich an dem Tag beschlossen, wann auch immer ein Spiel an Ostern stattfindet, ich werde es im familiären Umkreis oder generell mit meinem Umfeld verbringen. Klar, Respekt an alle, die sagen, der FC ist meine Familie. Hier fühle ich mich familiär und wohl. Viel Spaß beim Spiel, kein Problem, aber ich fühle mich dann persönlich nicht mit wohl. Und vielleicht hilft das einigen Leuten weiter, die immer damit mit ihrer Fanliebe strugglen, wie viel Fanliebe sie zeigen oder nicht. Ich kann euch eins sagen: Ein Fußballspiel, das wird es immer geben. Aber einfach Beispiel, meine Mutter, die ist 70 Jahre. Jedes Ostern könnte jetzt das letzte sein. Fragt euch, was bleibt und was irgendwann mal geht. Ja, vielleicht habe ich mal ausnahmsweise mal hier versucht, eine gewisse Moral zu verkünden. Mir lag es auf dem Herzen, diese Geschichte mal zu erzählen und euch zu erklären, warum ich bei diesem Spiel vertreten werde, warum ein Kumpel von mir mit meiner Karte dahin geht. Hab ja zum Glück diese Dauerkarte, deswegen, die wird ja Gott sei Dank dann auch benutzt. Viel Spaß an ihn. Auf jeden Fall, ja, man könnte jetzt natürlich sagen, aber es gibt auch noch den Ostermontag. Ja, aber ich habe keinen Bock mehr, irgendwie mich dabei schlecht zu fühlen. Ich habe mich nämlich schlecht gefühlt. Vor allen Dingen, ich habe etwas auf mich genommen, was der FC sowieso nicht sieht. Ne, das sieht der FC sowieso nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Aber trotzdem, Respekt an alle, die es trotzdem machen. Ich verurteile da niemanden. Ich gehe dann mit mir selber hart ins Gericht und wollte euch nur erzählen, warum ich bei diesem Spiel nicht dabei bin. Und warum ich auch generell nicht mehr an Ostertagen ins Stadion gehe, es denn es sind humane Anschlusszeiten in Bezug auf Ostern. Montagsspiele gibt es ja nicht mehr. Wäre es Ostersamstag gewesen, kein Ding. Wäre es dieses Jahr an Ostern, wenn wir zum Beispiel Erstligist gewesen wären, um 19:30 Uhr das Spiel, dann wäre ich gegangen. Aber so nicht. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Und es ist auch ein bisschen so ein kleiner, ich zeige es jetzt nicht, aber so ein kleiner Mittelfinger. Auch dafür, wie wir Fans im Nachhinein abstiegsmäßig enttäuscht wurden. Du fragst dich halt, wozu nehme ich das Ganze auf mich? Wie gesagt, fragt euch, was kommt und was bleibt. Was bleibt, ist der FC, egal in welcher Liga. Deswegen mal ein Spiel aussetzen für einen so wichtigen Feiertag. Ich fühle mich damit wohler. So, das wollte ich euch mal erzählen. Ich hatte bisher nie die Gelegenheit, diese Geschichte online zu erzählen. Durfte ich ja letztes Jahr nicht, als ich noch bei einem anderen Kanal war. Durfte ich nicht. Ich war nicht an der Reihe. Aber ich dachte mal, jetzt ist die Gelegenheit da, es euch zu erzählen. Hatte irgendwie Bock drauf. Ihr wisst ja, hier kommen manchmal die Geschichten neben dem Platz. Und war mal Zeit, ein bisschen Real Talk-mäßig so eine alte Auswärtsfahrt-Story auszupacken. Gut, bevor wir dann die Folge beenden, erstmal herzlichen Glückwunsch an die Kölner Haie zum Einzug in das Finale um die deutsche Meisterschaft. Macht Köln stolz. Vielleicht können wir ja doppelt feiern dieses Jahr. Ich habe mich darüber sehr gefreut, aber ich will mich jetzt hier nicht als den absoluten Eishockey-Fan hinstellen, aber ich nehme die Haie wahr. Ich halte sie auf jeden Fall für einen der besten Vereine im Eishockey generell. Und das ist schön, dass sie aus Köln kommen. Und deswegen, ja, hoffentlich haben wir gemeinsam was zu feiern. Ansonsten, liebe Freunde, ich wünsche euch schöne Ostertage. Genießt sie auf welche Art auch immer. Wenn ihr sagt, der FC ist so familiig, dass ich einfach an Ostern im Stadion sein will, gerne, macht es. Ich würde ins Stadion höchstens nur noch gehen, wenn ich eine Partnerin hätte, die FC-Fan ist und die sagt, das ist unser Osterfest. Dann gerne, auf jeden Fall. Deswegen, frohe Ostern und dicke Eier, würden die Babyboomer jetzt sagen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir uns doch wiedersehen.